South Africa still needs a lot of help. We still need a lot of Florians that could get to help and to bettering the country, because the government is failing. I mean, our biggest problem in South Africa is uneducated people. Education is the list of things that the government thinks it's important. And a lot of our children, the schools that they go to are being vandalized. They look like prison. The children are beaten up in the class. So there's a lot of things are lacking in such an environment. So I think we need a lot of Florians that could help. Wir sind hier praktisch sozusagen am äußersten Rand von Kapstadt, wo Kapstadt wirklich aufhört. Und von hier aus sieht man wirklich bis hin zu dem Bergzug, wo man den Tafelberg auch von hinten sieht. Rechts daneben dieser spitze Berg, der Devil's Peak. Dahinter liegt das Stadtzentrum und dann an dem Bergzug entlang die weißen Wohnviertel bis zum Kap runter und von dem Bergzug bis hierher tatsächlich diese riesigen Townships. Dieses Township, wo wir jetzt hier sind, das ist ein Teil von Khayelitsha. Khayelitsha ist das größte Township in Kapstadt. Da leben alleine in diesem einen Township 1,6 Millionen Menschen. Das ist ungefähr 2 Kilometer breit und ungefähr 8 Kilometer lang. Ich habe ja selber so eine lange, schwierige Geschichte erlebt, dass ich eben mal einen Bürgerkrieg miterlebt habe, was heute Demokratische Republik Kongo ist, in Zaire, und mir da ein kleiner schwarzer Junge damals das Leben gerettet hat. Und ohne diesen Jungen wäre ich eben heute nicht hier. Und das hat für mich eben die Entscheidung gebracht, dass ich Kindern, die von AIDS betroffen sind, die von Gewalt betroffen sind, die keine Eltern haben, die von Armut betroffen sind, dass ich denen irgendwie wieder eine Zukunft, ein Zuhause geben wollte. Und das ist auch diese Kraft, die in mir liegt, dass ich auch keine Angst habe vor Gewalt, vor was auch immer kommen möge. Ich habe ein festes Vertrauen, dass das, was ich mache, wichtig ist und richtig ist und dass das Schicksal mir auch helfen wird, irgendwie das hinzukriegen. Fast alle unsere Kinder kommen aus diesem einen Township hier, einfach weil wir, als wir das Projekt gegründet haben, hier durch die Straßenzüge gelaufen sind, gerade auch in den Straßenzügen, wo die Blechhütten sind, und gesagt haben, wir bieten ein Projekt an für Kinder, die auf der Straße sind, die sich keinen Kindergarten leisten können, sich keinen Kinderhort am Nachmittag leisten können, und für die haben wir das angeboten und dann war ruckzuck unser Projekt voll. Es ist wichtig für die Kinderhortkinder, dass sie nachmittags nicht dem ausgesetzt sind, was hier im Township oft passiert. Gewalt, Missbrauch, Alkohol, diese ganzen Dinge, die gibt es viel zu oft in den Townships. Und wenn die Kinder nicht irgendwo eingebunden sind in feste Programme, wo sie jeden Tag hingehen, dann kommt ganz schnell, werden sie diesen Dingen eben ausgesetzt. The project is about to teach kids about life, to give them the right way of life, to give them choices, because everyone in life has choices, and to feel free to come and play and to come and be busy, to have something after school to do. If you see us as a Vulamasango kids, some of us have changed. They have moved to their situation, which is from a bad situation to a good situation. We have a place where, you know, after school you come there, you get together, you help each other with homeworks, and you sing together and you do small plays and all that. At least you've got somewhere to go.
Wir haben im Projekt außer den afrikanischen Mitarbeitern 3 deutsche Volontäre immer bei uns, die dann ein ganzes Jahr bei uns bleiben und mit uns arbeiten. Natürlich helfen sie uns auch, dass wir Bauarbeiten machen und renovieren und mit den Kindern was machen und spielen und Sport. Und das sind auch wichtige Dinge, dass sie das machen, ohne dass wir dafür bezahlen müssen. Das ist uns natürlich eine Hilfe. Aber ich glaube, der Austausch ist schon eigentlich das Wichtigste an diesem Volontärprogramm. Der ideologische Hintergedanke ist halt, den Kindern was mitzugeben. Es ist weniger für mich, als vor allem für die Kinder, die hier halt wirklich keine Perspektive haben, ohne eine Chance gegeben zu kommen. Das ist eben das Wichtige und ich will halt für ein Jahr Teil davon sein, jemandem eine Chance zu geben, jemandem zu zeigen, wie es gehen kann. They come from another country. The children get used and exposed to different people. And of course, in general, to white people, because being a South African and staying in a township, you really live in your own world. It's your own small world. You don't know much about what's out there. You don't know where Germany is in the map. You don't know anything else. So it actually helps for them to learn more about other cultures and other people also. So I think their role is quite big. I think it's also good for us as humans to meet somewhere. I would say the advantage for them is for their minds to be open more, to learn more, to be exposed to other things that are different. I mean, some are difficult as well. There are also challenges and difficulties, but at the end, I think they would have grown a lot. These volunteers are bringing something which our children are not familiar with, skills of doing things with your hands, doing things with your body, not just playing around, but having a goal.